Wangen im Kanton Schweiz wohnt die Familie Schwendeler. Bis vor kurzem waren sie noch zu Australien daheim. In der Schweiz lernen Elina und Alex eine Schweizer Tradition kennen. Jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert, wenn dann die grossen Glocken auch so läuten. Schau mal! Schau mal! Hoi, hoi, hoi! Bei der Familie Neck ging viel los. Ihre Leidenschaft ist eine interaktive Kartautobahn in einer Scheuer. So eine Kartbahn haben sie in Gross im Hallenstadion in Zürich einrichten. Jetzt ist Eröffnung. Ich bin das erste Mal so richtig kribbelig. Das hatte ich vorher noch nicht so. Das erste Mal, wo ich merke, jetzt muss es einfach klappen. Sorry, kannst du echt schnell einfach ins Gel rausfahren und wieder raus? Das ist ein technisches Problem. Die Familie Helen-Basic lebt in Terwil im Kanton Basel-Land. Im Sommer ist der Andrea ihre Autogarage bei einem Brand zerstört worden. Seit ein paar Monaten hat sie keinen Job mehr. Ich will unbedingt wieder arbeiten. Ich muss die Werkstattluft wieder schnuppern. Hallo! In dieser Garage könnte es klappen mit dem Neustart. Vielleicht auch dank dieser kleinen Bestechung. Lang? Ja, kommt dann aus. 3 Familien, 3 Welten, das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Das ist die Garage bei Cinato zu Bettwil im Kanton Solothurn. Hier arbeitet der Mario Basic als Automech. An das fabrikneue Auto muss noch eine Anhängerkupplung dran. Der Mario arbeitet auf diesem Beruf seit seiner Lehre vor 20 Jahren. Und das mit Leidenschaft. Das ist eine schöne Arbeit. Du machst etwas mit der Hand. Du bist in der Werkstatt, du musst dich nicht gerade adrett anlegen. Du kannst schrauben, wie du willst. Du kannst dein Auto selber reparieren. Du kannst etwas, du kannst Sachen kaputt machen, aber auch reparieren. Und das ist eben schön daran, wenn du Sachen kannst reparieren, gibt das so ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das ist bei uns Menschen viel wichtiger als Geld. Und es ist interessant, es sind immer neue Sachen, es sind komplett neue Autos. Dann kommen neue elektrifizierte Systeme. Es ist immer irgendetwas Neues. Du bleibst nie stehen. Du lernst jeden Tag etwas Neues. Du siehst etwas, findest etwas. Und das ist das Gute. Du bleibst nicht stehen. Denkst, überlegst, schaffst. Seit dem Brand vor der Garage von seiner Frau, der Andrea Helen, ist er allein für das Einkommen der Familie zuständig. Das ist eine Belastung für einen Vater mit 3 Kindern. Es ist nicht einfach. Vor allem als Handwerker bist du auch nicht gerade super speziell gut bezahlt. Aber es gibt auch schlimmere Schicksale und schlimmere Sachen sicher in anderen Ländern. Es ist sicher nicht einfach, aber es geht schon. Schon vor dem Brand von ihrer Garage konnte Andrea nicht mehr voll arbeiten. Sie hat seit der Geburt von der Leia Schmerzen im Bauch. Darum hat sie bis jetzt auch keinen neuen Job suchen. Das ist nicht mehr schlimm, habe ich das Gefühl. Vom Bauch her, oder? Weil jetzt macht sie halt Physiotherapie, jetzt belastet sie sich halt die Muskeln, jetzt macht sie auch weh, oder? Ja, klar, es ist sicher auch gut, dass es ein Heilungsprozess ist, aber es ist nicht schön, wenn eine Frau Schmerzen hat oder so. Ja. So, sind wir fast fertig. Die Andrea ist voll motiviert. Sie will wieder fit werden. Also ich muss jetzt laut Chirurg und Physiotherapeutin zuerst einmal die Mitte hier wieder stärken, dass das wieder stabil ist. Weil von dort aus kommt das ganze Problem, das ich habe. Alle Schmerzen und die Brüche, die verschiedenen. Und das heisst, also ich muss jetzt probieren, das Zentrum, und zwar den Muskel, der hier drüber geht, wie wieder aufbauen. Andrea hat mehrere Leistenbrüche und einen Nabelbruch. Sie muss wieder zu Kräften kommen. Das ist die Voraussetzung, dass sie zurück in ihren Job kann. Vielleicht muss der Chirurg trotzdem noch operieren, aber wenn ich das stärken kann, dann besteht die Möglichkeit, dass es nicht operiert werden muss.
Bei Mario geht es in der Garage gegen Mittag zu. Eine letzte Kontrolle von seinem Chef und dann geht's los. Hey zur Familie. So. Der Mario hofft, dass Andrea wieder arbeiten kann. In der alten Garage waren die Kinder alle mit dabei. Wie sie das jetzt machen wollen, ist noch offen. Jeder Mensch muss auch eine Beschäftigung haben. Klar, Kinder sind auch da und alles drum und dran. Aber ja, sie macht ihren Beruf gerne und sie tut gerne, dass sie einen Ausgleich brauchen. Wie jeder andere Mensch auch. Ja, Kinder abgeben müssen wir dann schauen, oder? Wie das rentiert oder nicht rentiert. Weil die Kitas sind in der Schweiz ja nicht gerade günstig. Hallo miteinander. Ja, ist alles da? Guten Abend, hallo zusammen. Hallo. So, sieht fein aus, hä? Ja. Kannst du den Ding wegnehmen? Willst du nur das? Teil zu dem nehmen. Ja. Schwarz. Nimmst du selber? Die Jüngste, die Lea, ist bei der Mutter von Mario. Dafür hockt die Mami von der Andrea mit am Tisch. Und? Alles klar. Ist gut gewesen. Auch am Mittagstisch dreht sich alles um den Beruf. Die treuen Kunden von Andrea wollen endlich ihre Auto wieder repariert haben. Der Druck steigt. Ich will unbedingt wieder arbeiten. Ich muss die Werkstattluft wieder schnuppern. Ich muss jetzt unbedingt vorwärts machen mit der Physiotherapie, damit ich wieder richtig funktionieren kann. Und ich muss mich daran antasten. Ich muss mal probieren, was ich alles schon machen kann. Wieder Werkstattluft schnuppern, auf jeden Fall. Wangen im Kanton Schweiz. Die Familie Schwendeler erwartet heute ihre letzten Sachen aus Australien. Diese sind seit 5 Monaten in einem Schiffscontainer unterwegs. Jetzt schauen, ob der Container kommt, irgendetwas hat gepfiffen. Nö, nichts. Heute erwarte ich, dass alles kommt von Australien, dass noch alles in diesen Karton sind. Dass Delina ihren Hornhiel bekommt. Hä? Ja. Wer ist der Hornhiel? Und Dein was? Dein Daddy? Also für uns ist sicher die Bedeutung ist eigentlich so, dass wir dann eigentlich fertig gezügelt haben. Dann ist alles da, was wir noch mal hatten oder wo wir noch haben, sagen wir es so. Dann können wir auch noch ein bisschen unsere persönlichen Sachen halt auch noch einrichten. Hast du einen See vermisst? nein, sie. Ski. Ah, ich sage das immer falsch. Hast du sie sehr vermisst? Did you miss her so much? Yes. You know what can happen? Was? Der Alex vertreibt sich Zeit mit Minecraft-Spielen. Stecker können runterfallen. Ja, das habe ich schon gesehen. Wie lange hast du jetzt schon gespielt? Eine Stunde. Also, du kannst noch 15 Minuten und dann wir abhängen, gell? Ist das okay? Alex? Gut. Der Alex freut sich auf einen Container. Er hat lange auf seine Spielsachen verzichten. Cool. Because then I can do my Dann haben wir mehr Sachen in unserer Wohnung. Then we can get more stuff in our house. Komm, Hey Elina, komm. Hey Elina, komm, come on. schalt aus. Hop off. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich weiss, aber die Gamezeit ist jetzt vorbei. Elina, eyes, thank you. Also komm. Yeah, we're actually Ja, wir freuen uns wirklich darauf, endlich wieder ein bisschen Farbe in der Wohnung zu haben. our artworks and Auch unsere Kunst und Sachen, die der Wohnung endlich ein bisschen mehr Wärme geben, sind in dem Schiffscontainer.
So yeah. Ja, es wird schön. Ein bisschen wie Weihnachten. Christmas, for sure. Die Zügelmannen haben den Container auf heute Morgen versprochen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wann die Lieferung genau kommt. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, also. Vielleicht kommt sie heute gar nicht und wir sitzen da rum und warten. Das wäre frustrierend für die Kinder. You know, frustrating for them. Ja, frustrierend für mich. Ja, auch für uns. Der Alex hat an meinem Kleid gerissen. Er hat dein Kleid verrissen. Oh, well, you guys played, didn't you? Können wir es flicken? Wo ist es? Well, Was sagst du zu deiner Schwester? ist es okay, Lina? Alex, geh in die Schuhe anlegen. Wir gehen jetzt Kühe schauen. Hopp. Ja, jetzt machen wir mal Pause. Jetzt gehen wir zum Didi, zum schauen. Weil die Kühe sind jetzt unterwegs. Und jetzt gehen wir dort rauf und dort halt das dort sein. Und wenn ein Shipping-Container kommt, dann können wir vielleicht wieder zurück schnell. Weil die Kinder schlafen heute Abend bei den Grosseltern. So. Das habe ich doch gerade vorhin gemeint. Ich kann dir dein Game jederzeit wegnehmen. Pass auf. Komm, es ist Zeit. Alex? Was? Au! Come on, ab, go. Go und gehst gut Dings anlegen, Schuhe anlegen. Ich habe dich gefragt, da Schuhe anlegen. Komm, was machst du jetzt da drinnen? Da ist keine Schuhe. Gehen wir raus. Ein Alpabzug ist jetzt genau das Richtige, um alle auf andere Gedanken zu bringen. Das Taxa im Kanton Zürich betreibt Iris Neck zusammen mit ihrem Mann eine kleine Scheuer mit Go-Karts. Jetzt wird ihr Projekt eine Nummer grösser. Sie gehen mit ihren Karts ins Hallenstadion Zürich. Für das krampfen die beiden wie verrückt. Also die letzten paar Wochen waren so ein Non-Stop-Wochen. Also Andi hat jetzt eigentlich seit 2 Wochen keinen freien Tag gehabt, da auch Samstag, Sonntag durchgeschafft. Ja, und die Nächte sind relativ kurz. Ich komme meistens erst 12 oder nach der 12 ins Bett und beim Andi ist es 2, 3 am Morgen. Und jetzt eben diese Nacht hat er, glaube ich, fast gar nicht geschlafen. Er hat im Hallenstadion übernachtet. Eigentlich geht es mir gut. Ich merke einfach, dass die Kräftereserven sind so ein bisschen, neigen sich am Ende zu. Ich bin müde und dann mag ich nicht so viel verleiden. Und ja, dann kommen Tränen. Aber doch bis jetzt, ich bin noch eigentlich relativ ruhig, für das jetzt dann losgeht. Sie muss noch ein bisschen durchhaben. Heute ist erst die Hauptprobe. Kannst du mir eine Frisur machen? Ja. Okay. Sitz doch dort hin. Lass, ich habe deine Maske gewaschen. Sie ist aber immer noch nass. Vielleicht kannst du sie ja mit dem Föhn trocknen. Bleu. Aus dem Hairdryer. Auch für die Malin und ihre Geschwister war es eine strenge Zeit, die sie zurückstecken mussten. Ich habe den Papi einfach nie gesehen. Also nie, nicht so viel. Aber die Mami war eigentlich immer da für uns. So gut sie hätte können. Das haben die Kinder gemerkt, dass ja, der Andi oder ich halt viel auch mit dem Kopf nicht anders sind. Und das hat sicher bei den Kindern auch angehängt. Das hängt auch ja, mir an. Wenn du weißt, wirst einfach nicht allen gleich gerecht oder so gerecht, wie du es gerne wollen. Ja, und dann der Zeitdruck halt einfach wissen, wir müssen auf heute fertig sein. Allerspätestens am Samstag.
Aber es betrifft ja nicht nur mich, sondern das Hallenstadion als Vertragspartner ist da auch mit drin. Und da müssen wir einfach liefern. Und, ja. Die Iris hat kurz vor der Eröffnung noch allerhand zu organisieren. Da ist die Iris. Hoi Sven. Wenn er es vorher schon hätte. Und das andere habe ich noch nicht geschaut. Vielleicht ist noch eins im Briefkasten. Okay, bis später. Tschüss, Sven. Go to the toilet in the meantime. You can also go upstairs. You want to it. Then let's go. Die 4 Kinder und das Tagesmädchen Telin fahren mit ins Hallenstadion auf Zürich. Das da ist so. 0. Es ist cool, können wir jetzt hier wie so einen Probelauf machen. Wissen, es sind alles liebe Leute, die auch das verzeihen, wenn nicht alles optimal läuft, die ja, uns unterstützen. Am Probelauf haben sie nur Freunde und Helfer eingeladen. Der Andi macht noch die letzten Justierungen am System. Jetzt geht es dann los. Wir müssen noch schnell 1, 2 Sachen machen und ja, dann sind wir gespannt, wie es ankommt. Darf ich aber wieder anbringen? Ah. Die Spiele laufen, ja, ist cool. In alles auch. Das Reservationssystem läuft auch. Man kann das noch gut optimieren, aber ich glaube, zum Starten ist mal okay. Wann kommen die ersten Leute? Wann geht es los? Ist schon sehr schön. In 10 Minuten. Viertel vor geht's los. Weiter habt ihr hier den Drifthebel. Wenn ihr den zieht, dann könnt ihr richtig driften, aber so ein kleiner Tipp, auf dem Eis driftet ihr schon ziemlich fest, ohne den zu ziehen. Und ich habe jetzt aber fix mal 8 drin und fertig, oder? Ja. Mit den Cards können die Leute verschiedene Games machen. Bei dem wird der Schweif immer länger, je mehr Gegenstände man unterwegs aufsammelt. Ja, jetzt ist, das erste Mal sind jetzt ein paar Leute rumgefahren und es hat funktioniert. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung gehört, wie, ob sie Freude hatten, wie es war für sie, das weiss ich noch nicht, kann ich nicht sagen. Aber aus technischer Sicht vom Ganzen mega cool, dass wir jetzt so weit sind. Ja. Das funktioniert noch nicht, hä? Kannst du vielleicht einmal schnell wieder 100% geben? Der Reload. Ein Reload bringt nichts. Wir gehen alle langsam. Und jetzt noch mal wieder raus. Das sind eben nicht alle langsam. Ach. Sorry. Kannst du echt schnell einfach ins Gel rausfahren und wieder raus? Das ist ein technisches Problem. Einfach schnell, dass es crasht und nachher wieder raus. Mal schauen, ob es das löst. Ja. Okay. Es gibt noch mehr Probleme. Die erste Platte. Jetzt müssen wir da auswechseln. Doch, ist die Platte. He? Ja. Was ist das? Das ist voll die Platte und das ist der Gummi, der es nachher hinten drückt. Aha, was nachher mal? Ja. Nein. Einfach hoffen und beten, dass es nicht nochmal eine Platte gibt. Weil die Schläuche die sind im Trubel daheim liegen geblieben. Die kommen erst auf die 7, dass wir Pneu wechseln oder Räder wechseln. Bis zur Eröffnung haben Nex und ihr Team jetzt noch 3 Tage Zeit, die Fehler zu beheben. Bei der Familie Helen-Basic ist auch nach dem Mittag noch Betrieb in der Küche. Wer hat das letzte Mal gemacht? Im Kindergarten? Ja. In dem Fall machst du das mit links. Wie? So. Zu viele Köche verderben den Brei. Oder? Brauchen wir noch
Nicht mehr. Darf ich gehen? Du schnell auslegen. Nein. Es ist ziemlich komplex. Willst du nicht? Nein, ich kann das nicht gut. So. Nein. Also, dann mache ich es halt. Nico, machst du noch Hausaufgaben? Ich habe die alle schon gemacht. Darf ich sie nachher kontrollieren? Ja. Gut. Wir haben, glaube ich, noch nie zusammen eine Weihe gemacht. Nein. Mami. Gell? Ich glaube es nicht. Und jeder kocht halt auf seine Art, gell? Dass die Garage von ihrer Tochter letzten Sommer ist abbrennt, ist auch Mami Fernanda nachgegangen. Sie glaubt an ihre Tochter. Sie ist stark. Doch. Ich habe natürlich schon Angst gehabt, aber sie ist stark. Sie steht immer wieder auf. Ja. Jetzt machen wir hier noch Blumen in der Mitte. Und dann kommen die Männer von der Werkstatt und essen das einfach und sehen sowieso keine Blumen hier. Ja. Ja. Gut, ich habe genug, Mama. Das ist gut. Ich habe das früher immer am Freitag gemacht. Am Nachmittag, am Morgen habe ich mir etwas gebacken und frisch mitgebracht. Und dann hat es am Freitagnachmittag bei der Garage Helen Zwiebeln gegeben, für die gerade rum waren. Vom Areal oder Kunden. Und das ist schon so. Und Mario hat auch immer Freude, wenn er mir Zwiebeln bringt. Zum Beispiel am Freitagnachmittag. Der Kuchen ist jetzt für die Garage, wo ihr Mann, der Mario, arbeitet. Die Andrea kennt den Besitzer gut. Giulio ist mein Ex-Chef. Ich habe früher bei ihm gearbeitet. Und sehr gern sogar. Und nachdem dass ich bei ihm aufgehört habe, bin ich immer wieder von ihm eigentlich angerufen worden und angefragt worden, ob ich vielleicht einen guten Mechaniker weiss oder ob ich einfach vorbeikomme, einen Kaffee trinken. Und irgendwie habe ich das nie so richtig geschafft. Und jetzt im Dezember hat wieder das Telefon geläutet. Und dann ist wieder er dran mit der Frage, was jetzt bei mir läuft, wegen dem Brand. Die Frage ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Die Andrea will unbedingt wieder arbeiten. Heute Nachmittag will sie mit dem Giuliano Piccinato ihre Zukunft besprechen. Tschüss, Mama. Tschüss. Tschüss, Nico. Ja, Mama, noch viel Spaß. Ja, rutsch mal an. Ja, mach ich. Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Im Nachbarsdorf von Schwendelers, Zibne, ist heute Alpabzug. Willst du durchlaufen, oder wie? Der Marcel und seine Familie treffen hier den Grossvater Werner und seine Lebenspartnerin. Der Werner hat gerade eine Knäuoperation hinter sich. Für die Christina und die Kinder ist es der erste Alpabzug in ihrem Leben. Da unten haben sie ein Haus, wo sie im Winter schlafen können, weil hier oben ist es sehr kalt. Machen die keinen Winterschlaf? Nein, die machen keinen Winterschlaf. Die brauchen warme Temperaturen. Der Schnee kommt, dann finden sie nichts mehr zu fressen. Darum müssen sie runterkommen. Für mich ist es etwas Traditionelles, das halt zur Schweiz gehört und etwas, das ich halt den Kindern zeigen will. Das ist halt schon halt speziell jetzt für wirklich die Gegend. Also ich weiß auch nicht, nicht nur die Gegend, für die Schweiz wahrscheinlich. Also in Australien hat es keine Alpen, das gibt es dort nicht. Ja, etwas zum Zeigen, um wieder einen neuen Eindruck zu geben. Und das ist halt schon ist halt wichtig, das ist ja unsere Philosophie ein bisschen, oder? Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert, wenn dann die grossen Glocken auch so läuten. So, they come down. Hier kommen sie runter, zwischen den Bergen durch. Durch den Mountain. Können wir schauen, ob die Viecher kommen? Kühe. Alpabzug, gell, Christina? Kannst du mal sehen? Nein. Ja, kannst du mal sehen, ja. Sorry. I thought you said, kannst du? No, erste Mal, ja. Das erste Mal. Schau jetzt dort, siehst du es? Oh yes, very good. Ja, dran liegt, dort, schau. Gerade vorne. Ja,
hoi, 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 hoi. Schau mal. Schau mal, hoi, hoi, hoi. Schau mal, schön. Äbli, Äbli. Einen langen Weg haben sie hinter sich. Die Kühe kommen aus dem Weggital. Sie sind schon seit über 10 Kilometern unterwegs. Schau mal. Oh, schau, da kommt noch ein schwarzes. Schön gewesen? Sehr laut. Very loud, ja. Und schön. Hm? Ja, wieder super. Schön, das wieder zu sehen. Vor allem sind es die Kühe von meinem Vater, sein Kollege, der in die Schule gegangen ist. Er ist mit ihm in die Schule. Papa, das ist ein richtig alter Traktor. Ja, ganz ein alter noch. Richtig. Hä? Es kommen einem ein bisschen Erinnerungen auf. Wenn es früher war, wo man auch eben dort oben auf der Alp war und alles. Also, ja. Es ist noch schön, eigentlich eine schöne Erinnerung, was ich sagen. Aber gell, Papi, du bist früher auch noch viel auf der Alp, oder? Also ein Jahr bin ich ganzen Sommer bin ich dort oben. Ganz Sommer. Und dann noch mal wieder geholfen runtertragen, oder? Aber ja, wir sind auch runtergelaufen, wie wir da oben. Ich bin auch dabei gewesen. Aber schon noch weit. Wie weit ist das? 20 Kilometer? Ja, ich kann es nicht genau sagen. Es sind aber über 20, sind mehr als 20. Schon, ja, über 20. Ja, dann laufst du ein Stückchen. Gut, geht überall drauf, oder? Geht immer bergab. Ja. Und dann hat es ein Restaurant, da kommst du etwa ein Schnäpschen über dort. Und dann läuft es wieder viel besser. Eben her, ja, wie es muss sein. So, gehen wir heim zu? Jawohl, gehen wir langsam heim zu. Ich war überrascht, dass sie geschmückt sind. Der Marcel hat gesagt, sie hätten nichts da, es seien nur die Kühe. Aber es war schön, dass sie so traditionell geschmückt waren. Yeah, it was lovely. Oh, der kommt dann, auf den warten wir immer noch. Er kommt halt, wenn er kommt. Also jetzt springe ich auch nicht mehr drauf. Wenn sie jetzt noch anrufen, sagen sie kommen in einer Stunde, dann ist mir das gleich. Dann sollen sie es behalten bis am Montag. Am Montag ist auch wieder ein Tag. Schon gut. Oh, we forgot about das haben wir vergessen. Das brauchen wir jetzt nicht. Gehen wir einfach weiter. I think it's the worst part of it. Das Schlimmste ist, wenn du etwas erwartest und du wirst enttäuscht. Dann geht es gar nicht mehr um das Zeug, das kommen soll, sondern nur noch ums Warten. Die Überraschung finde ich besser. Wenn ich nicht weiss, wenn es kommt und plötzlich ist es da. Das wäre viel einfacher für mich. Andrea hat einen Kuchen gebacken und will den in die Garage bringen, wo ihr Mann, der Mario, arbeitet. Sie hat dort einen Termin mit seinem Chef, dem Giuliano Piccinato, der ja mal ihr Chef war. Ich hoffe, das bringt etwas, dass ich den Kuchen jetzt hier gebacken habe. Um eventuell Hilfe zu kriegen vom Piccinato. Wir werden sehen. Ich bin jetzt mega gespannt, was der Giulio mir anbieten will. Er hat gesagt, er hat eine Idee. Und ich habe auch ein paar Ideen. Und ich denke, wir könnten uns nicht mehr treffen. Ich würde mich total freuen, wenn ich wieder arbeiten kann. Also ich meine, ich habe ja bei ihm schon gearbeitet. Und ich würde sehr gerne eigentlich wieder in dieser Werkstatt sein. In welchem Rahmen müsste man halt schon noch genau schauen. Und wenn er mir natürlich die Möglichkeit anbieten, dass ich meine Kunden wieder betreuen kann, bin ich sehr glücklich. Das wäre super. Also das wäre eigentlich optimal.
Hallo. Kuchen. Nein? Was meinst du? Ist gern? Ja, kommt dann raus. Ja, nein, super. Gut, ich habe Bestechung mitgebracht. Wo soll ich es anlegen? Ja, aufs Tischchen. Okay. Frisch gebacken. Ja. So. Ja, wo ist der Mann? Der Mann ist auf Probefahrt. Ist auf Probefahrt, okay. Ja. Wir haben ja Abstand. Ja. Dann Maske abziehen, oder? Ja, dann wir sie abziehen, genau. Sehr gut, umso Ja. besser. Ich dachte, ich komme mal vorbei. Jawohl. Gell? Du hast ja gesagt, du hast vielleicht eine Idee. Ja, wir können hier etwas aufbauen zusammen. Du kannst Miete machen. Wir müssen das halt anschauen, wie wir es machen wollen. Aber ich kann dir dort hinten einen Lift zur Verfügung stellen. Und du kannst mit deinen Kunden das organisieren. Und wir schauen es von Zeit zu Zeit an, wie wir das machen wollen. Das klingt nach einer extremen Chance für mich, dass ich das wieder zumindest starten, weil ich weiß ja auch noch nicht, wie es läuft. Eben, dass es einmal anläuft, wenigstens vielleicht. Genau. Die Gesundheit ist ja noch wichtig, dass du das in den Griff bekommst. Und dann müssen wir schauen, wie es geht. Oder? Und wir zwei finden eine Lösung. Wir kennen uns von früher noch. Du hast das schon mal geschafft. Und Ja, wir würden uns finden, das glaube ich auch. ja, und du kannst loslegen und arbeiten. Es ist Werkzeug, Lift, alles da. Ja. Das ist Hammer. Ich freue mich. Ja. Ja. Das ist Hammer. Zeig mir den Lift. Jetzt sind halt ein paar Sachen noch dran, aber da hinten kannst du wirken. Das Abteil meinst du? Da, der Abteil, oder? Und Werkzeug hast du ja auch genug, das weiss ich ja, ja. das hat hier noch einen Boy, weißt du. Aber der Lift ist schon relativ alt, so wie es aussieht, oder? Ja, aber er funktioniert. Ja, stimmt. Das ist der beste Lift, da haben wir noch nie etwas gehabt mit dem. Super. Ja, ich fühle mich gerade gut. Also ich würde am liebsten gerade anfangen eigentlich, aber ich habe gerade kein Auto hier zu machen. Aber sehr toll, dass ich die Chance kriege vom Julian. Und dann wird ich sicher wieder arbeiten, habe ich das Gefühl. Ich kriege es wieder hin. Also ich kann wieder voll arbeiten und ich werde wieder meine Arbeiten selber machen und alles abdecken. Und vielleicht kriege ich noch mehr Arbeit und kann dann noch mehr machen. Das wäre noch besser. Aber es ist toll. Ich freue mich. Kuchen für alle. Ich hoffe, es schmeckt. Mal schauen, ob ich hier meine Backkünste beweisen kann. Ich hoffe. Ich hoffe. Hey, merci vom Mund. Also. Dankeschön. Bitte schön, einen guten... Einen guten Tag. Dankeschön. Ja. Wenn wir den ersten Äpfel essen. Mal probieren, ja, ob das etwas ist. Ab dem nächsten Monat arbeitet Andrea und ihr Mann also Seite an Seite. Ja, hast du schon mit ihr geschafft? Willst du nicht? Das geht schon. Also ich bin zuversichtlich. Wir haben schon... Was haben wir schon zusammen gemacht? Wir haben schon größere Arbeiten zusammen gemacht. Komm schon. Gell? Doch. Und gut. Jetzt fehlt noch das definitive Okay vom Arzt. Und wenn der findet, dass es dem Bauch besser geht, steht am ersten Arbeitstag von der Andrea nichts mehr im Weg. Zwangen bei der Familie Schwendeler ist es mitten in der Nacht. Der Transporter aus Holland ist gleich noch angekommen. Es ist 11 Uhr. Zwischen 9 und 11 Uhr am Morgen jetzt kommen. Es ist 11 Uhr am Abend. So. Ich glaube schon etwa Zeit, dass es da ist. Hi. Hi. Ihr seid sicher müde. Ja, sehr müde. Ja. Oh, die. I was hoping you can come Ihr in, könnt hier durchkommen. you have a big truck here. Then just to the left. Jetzt links. Yeah. And it's just in the Einfach in die Stube. living room, yeah.
Fast ein halbes Jahr waren die Kisten unterwegs. So just put it... Oh yeah, just put it here. I'll open it and have a look. Ein Geburtstagsgeschenk von meiner Brutführerin Zoe. Ich bin so sentimental. Alles da drinnen sind Sachen, die wir lieben und die wir Erinnerungen damit verbinden. Das ist ein Teil von unserem Leben. Alles hat eine Verbindung mit jemandem, den wir gerne haben. Es ist wie Weihnachten. It is like Christmas. It's fun. Das sind alles Küchensachen. This is a lot of kitchen stuff. Okay, let me put this in here. Oh yes. Hallo Christina. Da. Christina, als sie noch ein bisschen jung war. Und an dieser Stelle dann. Schau mal, jetzt noch Spinnen. Ist das echt noch von Australien? Hä, Christina? Aha. Da, die da. Das ist eine australische Spinne. God knows, hä? Oder eine asiatische. Da ist der Hornhild drin. Hornhild ist der Name vom Teddy von der Elina. Da ist der Hornhild. Wieso sehen die Augen so komisch aus? Sie hat es eben mal einmal aus dem Auto rausgehabt und dann ist sie abgeflogen. Und der Papi hat wieder 10 Kilometer zurückgefahren, um den zu holen. Und als wir dann wieder gerettet haben, hat er halt so ausgesehen. Jetzt hebt sie es nicht mehr raus. Oh mein Gott, das ist mehr, als ich erwartet habe. Das hören wir jedes Mal. Ja, man gewöhnt sich daran, den ganzen Kram nicht um sich herum zu haben. Das ist alles. Ein Feenhaus. Herzig. Für die Zahnfee. Ja, jetzt ist es so, dass jetzt haben wir wirklich alles, was wir noch haben, was in unserem Besitz eigentlich noch ist jetzt wirklich auch da. Also, wir haben eine Box nicht bekommen, aber jetzt sollten wir eigentlich alles haben, was wir jetzt von unten aufgezügelt haben. Also eben viele Kleider, ein bisschen Küchenzeugs und viele Bilder halt und Bücher von den Kindern und von unserem Leben in Australien. Und jetzt müssen wir da einfach wieder Platz finden, um das zu verstauen. Zum Glück haben wir einen Haufen weggerührt, bevor wir gegangen sind. Hä? Gell, Elina? Christina. I'm sorry, I'm so tired. Ich bin so müde. Wow. Oh, it's like... Brauchen wir das Zeug wirklich alles? What's the feeling? Das denke ich gerade. We survived. Wir haben auch ohne all das überlebt. We did plenty. Yeah. Es ist jetzt schon schön, aber du realisierst, wie gut du auch ohne all das kannst leben. This was just in case we didn't have any towels. Auf diesen Tag haben Nex hergearbeitet. Heute ist die Eröffnung ihrer grossen Kartbahn auf dem Eis. Jetzt bin ich das erste Mal so richtig kribbelig. Das hatte ich vorher noch nicht so gehabt, bei den anderen Events. Jetzt ist so das erste Mal, ja, wo ich merke, jetzt muss es einfach klappen. Ja. Dass alles klappt, helfen viele Familienmitglieder mit. Oder Nico Kummer, der Göttibub von Andi. Er kümmert sich um die Pneu, die bei der Hauptprobe ein grosses Problem waren. Der Gummi kommt hier drin rein, im Pneu, weil wir immer wieder Platten bekommen haben durch die Spikes eigentlich. Und das sollte man jetzt so verhindern mit dem dicken Gummi. Das sollte auch nicht sein, dass der da so losheult am Anfang.
Läuft. Ui. Bei dem sind jetzt die Kufen also krass wenig. Bei dem haben jetzt die Kufen recht wenig. Aber sind richtig dran, oder? Nein, das ist ja etwas falsch, oder? Ja? Das ist gut. Jetzt kommen hier im Hallenstadion das erste Mal Leute, die Tickets gekauft haben. Und die haben natürlich eine andere Erwartungshaltung, als wenn jetzt Freunde und Familie kommt. Und die finden eigentlich grundsätzlich alles lässig. Und jetzt muss es wirklich laufen. Ja. Ich würde es gerne probieren. Jetzt fängt es eben an, jetzt ist die Türöffnung. Wegen Corona dürfen nur kleine Gruppen ins Hallenstadion. Die Leute konnten verschiedene Zeitslots buchen. Der Andi macht den letzten Check. Es muss laufen heute. Von dem hängt viel ab. Das, was wir jetzt hier machen, zusammen mit dem Hallenstadion, ist wahrscheinlich ein Schlüsselereignis. Also wenn das nicht ankommt, wenn es da nicht weitergeht, dann ist das wahrscheinlich dann irgendwann abgeschrieben. Aber wenn das da gut läuft und gut ankommt, dann gibt es wieder Schub und Motivation zum Weitermachen und wahrscheinlich auch wieder neue Möglichkeiten. Mal ganz was geiles Race da. Ja. Das ist gut, ihr könnt hier warten. Ist gut. Kannst du hier vorne fahren und du, warte mal schnell. Du kannst hier hinfahren. Ist gut, wir nehmen weiter. Stopp, stopp. Perfekt. Ja, cool. Mega coole Sache, ja. Es war super. Besonders auch Kurven, weil man dann driften konnte. Also es war super, mega cool. Mega cool. Ja, mega coole Idee. Ja, voll. Nach 2 Stunden müssen sie die Akkus austauschen. Ja, Akku sind wir auf der sicheren Seite, glaube ich. Ja, kannst du drauf tun? Der Andi ist happy und denkt schon weiter. Zum einen würden wir gerne wie so einen Gamepark aufbauen. Und zum anderen finden wir es auch spannend zum Weiterverfolgen, um das an verschiedenen Örtlichkeiten zu machen, dass das andere betreiben. Und wir stellen im Prinzip einfach die Infrastruktur und Software zur Verfügung. Schnell rausschauen, ob alles gut ist. Es läuft alles wie am Schnürli. Ich bin mega happy. Die Nervosität ist weg. Es ist gut angelaufen. Jetzt haben wir doch ein paar Blöcke gehabt, wo intensiv gefahren worden ist. Und ja, ich bin mega zufrieden. Es ist mega cool. Ja. Ja. Ich nehme mit dem Fahren bitte wieder zurück in die Boxengasse und eine Straße, wo wir links angetroffen haben. Hey. Cheers. Sven, komm nicht mais. Sven! Dann machen wir das so. Hey. Cheers. Gut Einstand sein. Langsam. Hey Sven. Hammer gewesen. Gut gelaufen. Das nächste Mal nehmen sich Necks Zeit für einen gemeinsamen Sonntag. Zusammen beten und zusammen singen gehört dazu. In ganz vielen Ritualen und ja, auch kleinen Sachen zeigt sich unser Glauben. Andrea Helen geht das erste Mal seit dem Sommer zurück auf den Brandplatz. Es wühlt sie immer noch auf. Das ist gar nicht mehr da. Hat man nie denken, dass hier mal mein Garage gestanden ist. Dank dem neuen Arbeitsplatz kann sie die Autos von ihren Kunden endlich hier abholen. Der Alex und Elina verbringen ein Wochenende mit den Grosseltern. So haben Christina oder Marcel wieder mal Zeit für sich als Paar.
It's beautiful. Es ist wunderschön. Niemand streitet, niemand brüllt oder beschwert sich. Crying or complaining. Es ist wirklich schön, ein bisschen eine ruhige Zeit zu haben. Das alles und noch viel mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Familiensache.